Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde in Preußen-Münster. Also rein in den Bombs. Geil! Der Tuchel, geil! Ja, genau. Endlich wieder. Ja, grüß Gott, servus. Der FC Bayern startet jetzt auch in die Pokalsaison. Morgen beim Drittligisten Preußen Münster. Willkommen zu unserer Medienrunde. Wie gewohnt mit Thomas. Und wie gewohnt mit euch. Die erste Hand geht in der Mitte hoch. Das ist Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk, bitte. Ja, Herr Tuchel, Vestenbergskreuth, Weinheim, Magdeburg. Was sagen Ihnen diese großen Spiele und wie groß ist die Gefahr, dass man Münster irgendwann vielleicht auch noch in diese Reihe mit einbringen muss? Ja, das wollen wir natürlich verhindern. Vestenbergskreuth sagt mir was. War ich vor dem Fernseher gesessen und konnte es nicht glauben. Ja, eine ganze Weile her, oder? War ich noch ziemlich jung. Die anderen hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, aber wieso fangen sie so eine PK an und gleich den Finger in die Blamagen rein? Weil Münster natürlich auch eine Mannschaft ist, die man unterschätzen kann. Ja, machen wir aber nicht. Wir bereiten uns jetzt heute seriös und gut darauf vor, wie wir das auf jedes einzelne Spiel machen. Wir fangen gar nicht an, Spiele unterschiedlich zu bewerten. In jedem wenn wir ein Trikot anziehen, spielen wir und wir spielen wie es sich gehört, Alter. Ja? Punkt. Und wenn da einer nicht mitzieht, bam, raus. Fertig. Ja? Bayern München spielen will und wie unsere eigenen Ansprüche sind. Ganz egal, wer auf der anderen Seite ist. Das ist doch Außerdem müssen wir den Flow jetzt mitnehmen, den wir gegen Bochum erspielt haben. Hoffe ich zumindest. Bin sehr gespannt auf morgen. völlig klar. Aber ich denke, da werden wir natürlich eine Menge weniger Räume haben. Ich gehe nicht davon aus, dass Münster so mutig spielen will, wie es Bochum getan hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß. Klar ist auch, dass wir der Favorit sind. Ja. Dass wir jetzt erstmal nichts zu gewinnen haben. Für uns natürlich ja, aber für die Öffentlichkeit und für da draußen ist es ja klar, wer der Gewinner ist. Da hast du wenig zu gewinnen. Der Gegner hat nichts zu verlieren. So eine klassische Pokalkonstellation und trotzdem ist unser Anspruch zu gewinnen. Wir wollen nach Berlin. Die wollen den Pokal gewinnen, Alter. Die haben den jahrelang nicht gewonnen. Was ist los? Finale und dazu müssen wir Schritt für Schritt die Spiele gewinnen. Das startet morgen. Dankeschön. Dann Torben Hoffmann für Sky, bitte. Haben alle Spieler soweit die Wiesn gestern einigermaßen überstanden und mit Blick auf das Personal auch so der Grundgedanke, vielleicht den einen oder anderen, trotz der Ansage eben natürlich, dass man nichts unterschätzt, auch zu Hause zu lassen? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, zu Hause lassen nicht, weil ich auch nicht so jetzt gerade nicht. Halte ich auch nichts von, sag ich euch auch, ne? Mal ganz klar, immer hier irgendwelche extra Würste für, was weiß ich, Star, A, B, C. Nö. Klar, wenn einer angeschlagen ist oder so, soll er zu Hause bleiben, individuell trainieren. Aber ansonsten haben einfach alle mitzufahren, Alter. Was ist los? Das ist eine Mannschaft und den Mannschaftszusammenhalt muss man auch pflegen, ne? Auch in solchen Spielen. Nicht so große Lust habe, auch nur das kleinste Signal irgendwie in die Gruppe zu geben, dass irgendjemand zu Hause bleiben kann, weil es nicht so wichtig ist oder weil es wichtig ist, aber nicht so schwer. Ja. Weiß ich nicht, ob das richtige Signal wäre. Nö, wäre es eben nicht, ne? Und auch so der Teamgedanke halt, ja. Deshalb bin ich jetzt eigentlich, es geht auch gerade erst los mit den englischen Wochen, habe meine Entscheidung tatsächlich noch nicht getroffen, wer beginnt. Die Mannschaft kommt jetzt auch erst am Nachmittag. Wir haben ein bisschen die Zeit genutzt, um überlappend ein bisschen länger Zeit haben zu regenerieren. Ich gehe mal fest davon aus, dass gestern niemand lang auf der Wiesn war und niemand übertrieben hat beim Mittagessen und am Nachmittag. So, deshalb erwarte ich, dass jetzt jeder einsatzfähig ist. Rafa Guerrero sollte normalerweise zurückkommen, auch im Kader sein. Und dann muss ich wirklich mal schauen. Also bewerten wir dann individuell. Mata Delikt fällt leider aus. Müssen wir in der Abwehr ein bisschen gucken, wie Upa drauf ist. Dazu ein bisschen seit der Länderspielpause ein bisschen latent Beschwerden, Minjay und so weiter müssen wir abklären. Und ansonsten kann es auch sein, dass wir gar nicht so viel rotieren, um genau das gegenteilige Signal zu geben, dass wir auf uns schauen und nicht davon abhängig machen, wer gegenübersteht und wir das auch in keinster Weise unterschätzen. Nächster ist Carrie Howe für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, daran anknüpfend bekommt Daniel Peretz die Chance mal von Anfang an gegen Münster und Choupo-Moting hat am Wochenende Tor gemacht, aber auch viele gute Aktionen gehabt, Bälle festgemacht. Können Sie seinen Wert nochmal für die Mannschaft so ein bisschen skizzieren? Danke. Ja, Choupo ist ein Top-Fußballer. Er ist extrem ruhig am Ball, hat eine sehr gute Technik, einen sehr guten ersten Kontakt, auch mit dem Rücken zum Tor.
Und wir haben mit 2 Spitzen gespielt, deshalb war Ja, man hat Choupo nach 15 Minuten nicht mehr gesehen, Alter. Bis zum Ende hin. Er hat dann nochmal ein paar Minuten gehabt, wo du ihn mal gesehen hast, samt den Elfer rausholen und so. Aber ansonsten war das schon schwach von Choupo. Erste Viertelstunde war stark, auf jeden Fall bin ich komplett bei ihm. Aber danach, hast du nicht mehr gemerkt, dass er auf dem Feld war. Wir dachten, dass es Und bei der Meinung bleibe ich auch wenn die Kommentare was anderes sagen. eine prädestinierte Rolle für ihn ist, in tiefe Bälle festzumachen, um dann die Räume aus der zweiten Reihe zu bekommen und da für uns ein paar Sekunden Zeit zu schaffen. Er ist sehr gut am Ball, ist sehr gut in den Drehungen. Er war schon sehr gut gegen Manchester United und in allen Spielen, wo wir ihn eingewechselt haben. Das ist auch eine Stärke von ihm. Ich habe ihn jetzt zum Ja, aber dann hast du doch einen, den du einwechseln kannst. Dann brauchst du den Till nicht einwechseln. Wenn du den Taylor von Anfang an bringen. Den Choupo noch, den du einwechseln kannst. Ist doch eine Stärke von ihm. Bei meinem 3. Club, glaube ich, als Spieler ist in der Kabine sehr wichtig, weil er einfach ein feiner Kerl ist und ein sehr, sehr klarer und sehr verlässlicher Charakter und immer mit jedem gut auskommt. Deshalb freue ich mich, dass er seine Qualität so unter Beweis gestellt hat, auch gemeinsam mit Harry. Hat es sich verdient, hat es sehr gut gemacht. Schauen wir mal, also klar, hat auch verdient, jetzt weiter zu spielen. Müssen wir mal schauen. Ich bin noch nicht ganz klar, wie wir spielen und was wir erwarten. Das läuft gerade in der Analyse jetzt von uns allen auf den nächsten Gegner und dann entscheiden wir das auch von Spiel zu Spiel, wenn wir die Wahl haben, vorne zu wechseln. Und zu Daniel, wenn jetzt alles verletzungsfrei, wenn alles gut läuft im Training, wird Daniel das Pokalspiel bekommen, zu spielen, ja. Das ist cool. Freue mich, den mal zu sehen. Bin ich mal gespannt. Wird wahrscheinlich nicht so viel zu tun kriegen. Aber gut auswärts. Münster, 3. Liga darf man da wirklich nicht unterschätzen, ne, wenn die dann mal da ins Rollen kommen irgendwie. Aber freut mich. Freue mich, ihn mal zu sehen im Tor. Christian Kunz für die DBA. Sie haben eben gesagt, Sie wollen nach Berlin. Können Sie mal in Ihren Worten beschreiben, was für eine Faszination der DFB-Pokal für Sie persönlich hat? Jeder Pokalwettbewerb ist eine ganz eigene Faszination, weil es K.O.-Spiele sind und das sind nochmal die Anspannung und so weiter. Die Konstellation ist einfach einzigartig. Es ist, diese K.O.-Spiele geben einen gewissen Druck und geben einen gewissen Reiz und gibt unzählige Beispiele. Und natürlich Ja, aber es sind nur die letzten Jahre bei uns angucken. im Fußball ganz allgemein, dass diese Ausgangslage immer Überraschungen bereithält und immer die Chance bereithält für den Underdog in 90 Minuten über sich hinauszuwachsen und dort seine Chance zu suchen, ist doch klar. Komplett anderer Charakter als eine Bundesliga-Saison und du musst dich beweisen, musst in den 90 Minuten 120 Elfmeterschießen da sein. Du musst einen Weg finden zu gewinnen. Das ist das, was wir von uns erwarten und für das sind diese Pokalrunden da, dass wir das unter Beweis stellen. Heiko Niederer für Bild. Harry Kane hat schon 3 Torvorlagen für Leroy Sané gegeben. Ja. Ist er auch so ein bisschen Grund, warum Leroy momentan so aufblüht? Harmonieren die beiden besonders? Naja, andersrum hat es noch nicht harmoniert. Bis zum Spiel gegen Bochum, wo Leroy Harry mal 2, 3 aufgelegt hat, die er leider dann nicht reingemacht hat. Aber ansonsten hat das bisher von der Seite noch nicht harmoniert, von Leroys Seite aus. Gut aus Ihrer Sicht? Ja, tun sie auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft auch, dass Leroy ja auch sehr, sehr fließend, sehr ganz normal auch Englisch spricht, fast wie eine zweite Sprache, fast wie eine zweite Muttersprache. Und da auch in der Kommunikation das natürlich sehr einfach ist. Aber ich habe auch zu Beginn gesagt, dass Harry als Persönlichkeit, als Fixpunkt und als Persönlichkeit, als Spieler, als Charakterspieler um sich herum besser machen wird, durch seine Präsenz, durch seine Art zu spielen. Ja, vor allem, weil er auch einfach den Druck wegnimmt, ne? Das wir ja auch nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, es ist ein Zusammenspiel zwischen allen Dingen. Leroy ist sehr konstant, sehr gut drauf, eine gute Körpersprache und ein ganz, ganz klares Mindset aktuell. Und Harry macht, was Harry immer gemacht hat. Und ja, es ist eine gute Kombination, aber nicht nur die beiden, aber die beiden natürlich im Moment sehr offensichtlich. Marc Gabel für RTL.
Ist natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Sie haben eben gesagt, Sie hoffen nicht, dass die Spieler es übertrieben haben gestern. Das heißt, daraus schließe ich, dass Sie früh gegangen sind. Und wie war Ihr Eindruck von den Spielern? Hat es einer übertrieben? Augenringe ein bisschen verkatert vielleicht? Ich habe noch keinen gesehen seitdem, aber ich glaube, es ist nicht jeder. Ich bin um 17 Uhr gegangen. Ich glaube, nicht jeder ist gegangen, aber ich schätze, um 17:30 Uhr war jeder zu Hause. Nein, also ich kann es mir aber beim besten Willen nicht anders vorstellen. Ich meine, es sind ja nach wie vor Profis. Wir wissen, dass der Wiesenbesuch dazugehört, auch zur Tradition gehört des Clubs und auch zur Tradition in München vor allen Dingen gehört. Deshalb haben wir das auch respektiert. Und wir wussten, dass wir zur Mittagszeit da sind. Wir wussten aber auch, dass es Matchday -2 ist, 2 Tage vor dem Spiel. Matchday -2. Wow. Und das ist doch vollkommen klar, dass wir uns dann dementsprechend auch verhalten und da keiner über die Stränge schlägt. Herr Tuchel, können Sie ein bisschen was über Münster sagen? Wir haben ein bisschen Probleme in der 3. Liga, Aufsteiger. Und Daniel Perez, Sie haben gesagt, der kriegt wahrscheinlich seine Chance, wenn alles gut geht. Wie wichtig ist Ihnen das, dass man dann auch so einen Torwart, das haben wir in München auch nicht immer gehabt, dass der zweite Torwart in dem Pokal auch mal gespielt hat? Und was zeichnet ihn aus? Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich bin jetzt im Ausland eigentlich gewohnt, dass es Usus ist, dass der zweite Torwart, wenn er sich das auch verdient hat und in den Konstellationen nicht nur durch Leistung verdient hat, sondern auch, wie er sich verhält, dann auch die Möglichkeit bekommt, in Pokalrunden zu spielen. Weil das wichtig ist, das ist wichtig für ihn, das ist wichtig für den Notfall, falls mal was passiert. Das hat in meiner Sicht einfach nur Vorteile. Daniel verhält sich absolut top. Das ganze Trainerteam und das ganze Torwartteam gemeinsam mit den Trainern sind eine sehr homogene Einheit, die sich auch sehr respektvoll pushen. Sven macht das herausragend gut gerade und Daniel haben wir mit viel Potenzial und viel Hoffnungen für die Zukunft verpflichtet. Und der hat sich das verdient, der sollte sich auch mental darauf vorbereiten können. Der muss jetzt auch nicht bis morgen Mittag warten, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Das ist besprochen mit ihm, das ist mit dem Torwarttrainer besprochen und wenn nichts passiert, darf er das unter Beweis stellen. Das möchten wir auch. Und was war der erste Teil der Frage? Ja, wir analysieren die gerade. Ja, also ich bin auch ein Freund davon, wenn der zweite Torwart die Qualität hat, um das zu tun. Finde ich es gut, dass er sich da zeigen kann. Auf der anderen Seite, wenn ein Torwart im K.O.-Spiel spielen kann, darf, soll, dann kann er auch im Bundesligaspiel spielen. Ja, also ich finde, so ein Torwart ist ja in so einem K.O.-Spiel eigentlich eher nochmal eine Nummer wichtiger wie in so einem Bundesligaspiel. Ja? Wenn du in der Bundesliga jetzt im schlimmsten Fall mal durch Torwartfehler ein Spiel verlierst, auf die Saison gesehen, ist ja Wumpe. Also im Pokal bedeutet es das Ausscheiden. Also von daher, klar, jetzt nicht unbedingt gegen Münster. Oder gehen wir mal nicht von aus, sagen wir es mal so. Ich meine, wir haben schon alles erlebt beim FC Bayern. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, ihn zu sehen. Und wer weiß, wenn er da überzeugt und vielleicht kriegt er dann auch mal die Chance in der Liga. Warum nicht, ne? Warum dann nicht in offenen Zweikampf oder sowas? Keine Ahnung. Aber warten wir erstmal ab. Wollen wir den Tag mal nicht vorm Abend loben. Ich bin gespannt auf ihn. Freue mich endlich, ihn mal zu sehen bei uns im Tor. Und vielleicht kriegt er ja auch 1, 2 Sachen zu tun, wo er sich ein bisschen auszeichnen kann. Mal schauen. Ich weiß, ich gebe aber nicht so viel auf die bisherigen Ergebnisse. Wir schauen jetzt, weil die Konzentration natürlich jetzt gegen uns zu spielen auch eine Ja, das ist wieder, das ist dasselbe wie mit Manchester United, das ist Champions League, das ist ein Pokalwettbewerb, es ist DFB-Pokal, wie er schon am Anfang sagte. So, wir haben nichts zu gewinnen und Münster hat absolut gar nichts zu verlieren. Die haben nur was zu gewinnen und wir haben nur was zu verlieren. Ja. Für die ist das Spiel des Jahres und die werden 180.000% geben. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ne? Also, das ist... Und selbst wenn die jetzt noch kein Tor geschossen hätten und was weiß ich, mit wie viel Gegentoren mit Abstand letzter wären, kannst du da nichts drauf geben. Ja, das ist ein ganz anderer Wettbewerb, es ist ein K.O.-Spiel, es kann alles passieren einfach. Komplett andere ist. Und das wissen Sie so gut wie ich und das wissen natürlich auch Münster, dass das auf jeden Fall jetzt, dass sie ohne Druck spielen können. Wir schauen gerade ihre Grundordnung an. Wichtig wird sein, dass wir in der ersten Viertelstunde 1, 2 Putzen machen, dann ist das Ding auf einem guten Weg. Ne?
Umso länger das irgendwie zu 0 steht oder wir geraten sogar in Rückstand, kann das halt schon eine Eigendynamik nehmen. Da muss man echt da muss man sich wehren, da muss man kratzen, beißen und rein, ne? In ihren letzten Spielen und ihren Stil zu spielen, wollen natürlich dominant sein, wollen Ballbesitz haben, wollen keine Konter zulassen und wollen dann unsere individuelle Qualität nutzen, um Tore zu schießen. Das ist was, wo wir im Moment einfach auch gut sind, viele Torchancen rauszuspielen, Schnelligkeit auf den Platz zu bekommen. Ja, da waren wir jetzt gegen Bochum gut. Ja, ansonsten ist das von gut, war das nur weit entfernt, die ersten Spiele, so diese Schnelligkeit auf den Platz zu kriegen im Angriff. Also da ist Verbesserungspotenzial. Aber Bochum war der richtige Weg. Ich hoffe, wir können gegen Münster weitergehen und nochmal ein bisschen mehr Selbstverständnis wieder zu kriegen für das, was wir können. Für das Spiel gegen Leipzig dann. Ne? Aber wir erwarten den Gegner, der drum kämpft. Wir erwarten den Gegner mit Publikum, die als Einheit für die Sensation kämpfen. Wir natürlich würde uns nicht überraschen, wenn sie Wert auf Standardsituationen legen, Wert auf Umschaltspiel legen und natürlich versuchen, eine Stimmung herzustellen, in der sie über sich hinauswachsen können. Und trotzdem, wie ich gesagt habe, wir müssen einen Weg finden für uns selber. Wir müssen einen Weg finden, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist die Aufgabe, an der stellen wir uns. Dann Carey auch nochmal. Jamal Musiala hat am Wochenende nicht gespielt. Christoph Freund meinte, Belastungssteuerung. Gibt es da nach der Verletzung noch Probleme? Wie geht es ihm und wie planen Sie jetzt auch mit ihm? Ist es vielleicht auch so, dass man als Trainer so einem Spieler, der schon als besonderer Spieler auch gilt für sein Alter, dass man dem eine Marke setzt von, keine Ahnung, du schießt in diesem Jahr 10 Tore, ich erwarte das von dir, oder 15, du machst 15 Vorlagen. Wie sind Ihre Erwartungen an Jamal Musiala? Ja, die sind schon klar formuliert. Aber es ist auch wichtig, dass er gesundheitlich stabil bleibt. Jetzt hat er an einer langen Muskelverletzung, haben wir ihn eingewechselt, glaube ich, gegen Leverkusen und dann beginnen lassen gegen Man United innerhalb von 3-4 Tagen. Und dann hat er eine leichte Reaktion gehabt, nicht an der Verletzung, aber nicht ungewöhnlich. Ein bisschen, glaube ich, eine Verhärtung, Muskelverhärtung irgendwo gehabt, was gespürt. Und wir haben dann einfach kein Risiko genommen. Wir hätten ihn spielen lassen. Ist auch völlig richtig. Also, wir haben den Kader, den wir haben, gerade in der Offensive. Da musst du bei sowas kein Risiko eingehen. Erst recht nicht jetzt, wo es noch um Peanuts geht. Nenne ich es jetzt mal. Klar, jetzt DFB-Pokalspiel geht es nicht um Peanuts, aber ansonsten immer mal ruhig bleiben. Wa? Ich meine, wenn es um die Titel geht, klar, dann sieht man über sowas hinweg. Dann riskiert man das, aber jetzt ist doch alles gut. Ist ja nicht so, als wenn wir keine Alternativen hätten da vorne. Können in der Belastungssteuerung und in der Risikoabwägung für eine halbe Stunde, als der Spielstand dann so war, wie er war, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt gar kein Risiko und geben ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Da muss er einfach vollkommen richtig. Auch ein Tick jetzt stabil bleiben und stabil werden, dass er einfach durchgehend zur Verfügung steht. Das ist auch ein Talentkriterium, dass du fit bist, dass du konstant fit bist, dass du viel spielen kannst. Und dann ist auch Jamal jemand, der über die linke Seite, halblinke Seite einen Unterschied für uns ausmachen kann. Er kennt meine Anforderungen, meine Ansprüche an ihn. Er hat selber einen hohen Anspruch und wollen ihn da nicht rauslassen. Das hat auch nichts mit Alter zu tun. Ich glaube schon, dass er im Abschluss... Aha, da hat das nichts mit dem Alter zu tun. Beim Taylor hat es aber schon mit dem Alter zu tun. Tuchel, Alter. Manchmal solltest du dir mal selber anhören, was du erzählst, ey. Junge. Wild. Und in der Torvorlage und im selber Tore erzielen, selber sehr ehrgeizig ist und das ist gut. Das muss auch so sein von seiner Position. Aber eine konkrete Zahl haben wir noch nicht ausgemacht. Soweit. Danke euch. Danke Thomas. Dankeschön. Morgen. Servus. Ja. Wie immer spannend. Ich freue mich aufs Spiel gegen Münster. DFB-Pokalspiel. Ja, können wir anknüpfen? Es geht gar nicht darum, dass wir Münster jetzt 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, was auch immer wegknallen. Mir persönlich geht es darum, dass wir weiterkommen. Am Ende des Tages ist es mir wurscht, wie, vom Ergebnis her. Was für mich wichtig ist, dass wir die Einstellung wiedersehen. Ja? Dieselbe Einstellung, denselben Hunger, denselben Willen. Und dann passiert der Rest auch automatisch. Ja, müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Und was ich gerne sehen möchte, ist, je nachdem, ob sie ja so aufgestellt wird, ein Kimmich auf einer klaren 6 und Leimer auf einer klaren 8, würde ich fühlen. Und ich würde es fühlen, wenn Kimmich wieder so die Rolle interpretiert, wie er es gegen Bochum endlich mal gemacht hat.
Ja, damit würde ich sagen, ist das hier heute relativ kurz und schmerzlos. Ich freue mich aufs Spiel morgen und ja, ihr werdet dann auch wieder pünktlich nach dem Spiel meine Zusammenfassung sehen. Jetzt bei der letzten, fragt mich nicht, Leute. YouTube hat wieder YouTube-Dinger gemacht. Eigentlich sollte das Video öffentlich sein vor der PK-Reaction. Und ja, ich habe es dann nachts kurz bevor ich pennen gegangen bin, 1:45, habe ich auf einmal auf meinem Handy gesehen, kommt heute gar keine Spielanalyse. Ja, und dann habe ich es da halt noch rausgeballert. Tut mir leid, ich werde das demnächst nochmal doppelt kontrollieren, damit das auch rauskommt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, morgen gutes Spiel und wer Bock hat nach dem Spiel hören, sehen wir uns wieder. Tschö.